Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und wie versprochen geht's jetzt außerhalb mal vom Lager. Wir sammeln noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Höllepilze können wir eh gebrauchen. Karte der Kolonie ist auch sehr nützlich. Im Osten seht ihr das Sumpflager. Da machen wir uns jetzt auf den Weg auf. So, dafür brauchen wir hier den Baal Pervers hier. Baal Paves, komm. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ach du Scheiße. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Okay. Wer ist der Schläfer? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Okay, was hat euch denn der Schläfer gesagt? Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über die Magie. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Ja, und die kann ich nicht lernen, was ich absolut zum Kotze finde. Ja klar, die haben hier ihre eigene Dinger. Die kann ich auch als Schriftrolle erwerben. Aber ich kann die Magie nicht erlernen, wenn ich mich ihnen anschließe. Und ich kann auch kein Guru werden. Ich kann leider nur so ein dämlicher Novize und Templer werden. Okay, was hätte ich dann davon, mich euch anzuschließen? Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Ja, das ist das Beste, was ich da erreichen könnte. In unserer Bruderschaft könnte. gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Okay, dann bring mich doch mal zum Lager. Das will ich mir mal angucken. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Gut. Jetzt muss ich dem Typ halt folgen. Und wenn ich stehe bleibe, dann bleibt er einfach mal in gewisser Entfernung stehen und wartet auf mich wieder. So können wir auf jeden Fall auch Kreaturen anlocken, die der für uns erledigt. Ja, Mordrak, du bist auch noch dran, mein Lieber. So, jetzt wackeln wir hier nochmal raus. Hallo Gardist. Und hallo anderer Gardist. Mit Verräternase. So, hier haben wir noch Waldbeere, die ich noch nicht eingesammelt habe. Und jetzt sehen wir gleich mal, wie nützlich das sein kann, wenn so ein Verbündeter für uns kämpft. Der hat halt die Rüstung, der hat halt die Waffe. Der ist schon was wert, der Typ. So. Und ja, dann helfen wir dem doch mal. Hua. So. Und weg ist er. Jetzt hat er noch einen Trank gesüffelt. 4 Zähne kann ich auch abziehen. Ah ne, Quatsch, die Varan-Häute waren erst in der im Gothic 2. Stimmt. Mist. Ach ja. Dann muss man ab und zu einmal bei sowas. Wie gesagt, ich bin noch Gothic 2 dann teilweise verwöhnt. Gothic Ends habe ich schon etwas länger nämlich gespielt. Und ich merke, dass ich so richtig Gothic 2 verwöhnt bin. Aber jetzt zahlt es sich auf jeden Fall aus, dass wir
Häuteabzieher und so weiter gelernt haben. So, Wölfchen. Leg dich mal mit ihm an. Lass mal ihn mal kämpfen. Und ja, wie gesagt, wir kriegen die Erfahrungspunkte. Dazu gibt es auch ein Wolfsfell für 10 Erz, können wir das handeln. Genauso auch die Zähne. Also es ist schon recht nützlich, dass man sowas lernt. Das gibt dann eine sehr schöne Handelsware ab. Ja, jetzt hat der gute Kerl aber seinen Trank leider schon verschwendet. Also so viel hat er auch nicht mehr parat an Lebensenergie. Jetzt geht's auch erstmal durch die Blutfliege durch. So. So, helfen wir ihm doch mal. Allzu viel Schaden macht man doch halt wirklich nicht. Aber wir können hier noch die Flügel abziehen. Blutfliegenstachel zur Ernte können wir später noch lernen. Bringt uns auf jeden Fall auch was ein. Ich glaube, die bringen 15 Erz. Einen Gesamtwert von 15 Erz oder so. So. Auf jeden Fall ist es sehr praktisch, wenn wir hier die Erfahrung mitnehmen, die der Kerl uns halt verschafft. Erwache! Ja, alles klar. Zeuge Jehovas. Dann sollten wir hier vielleicht auch nochmal speichern. Für größere Monster-A-Sammlungen ist es nicht verkehrt, auch nochmal zu speichern. Ist auch keine Schande hier, entsprechend zu speichern. Gerade am... Oh, die Blutfliege hat gerade die Scavenger gekillt. Okay, die Erfahrungspunkte kriege ich noch für den Scavenger. Und er hat die andere Blutfliege noch gekillt. So. Dann der Scavenger gibt nochmal rohes Fleisch. Der auch nochmal. Da hinten. War da hinten irgendwas? Ne, das war einfach nur Grafikflimmern. Okay. Da latschen noch Warane rum. Höllepilze sollten wir sowieso noch für den Koch sammeln. Der wegen Snuff-Filme anscheinend sitzt. Und hier sollten wir auf jeden Fall auch nochmal speichern, weil 3 Warane ist schon ziemlich heftig. Die locken wir jetzt mal an, die Biester. Ja, komm her, du. Varan. Ah ja, okay. Und... Hilf mir, Baal pervers! Schlag ihn tot! Na, dumm gelaufen. Genau so läuft es dann ab, wenn man sich richtig dumm verhält. Okay, noch einmal. So, nochmal. Zack, die Pfeife holen wir uns noch. Hier haben wir nämlich Pfeifrare. Komm her, du. Und... Rette mich, Baal pervers! Sehr schön. Moment. So. Lauf weiter vor. Halt. Ich mag trotzdem noch mich heilen. Und dann weiter gegen die Biester hier kämpfen. Höllenpilze haben wir jetzt mehr als genug. Gebratenes Fleisch haben wir auch im Überfluss. Können wir uns ein bisschen Tofu zoppeln. Und noch so Fleischwanzen, Ragout für hinterher. Geil. So, jetzt nochmal speichern. Und dann kommt her, ihr Varaner. Ja, der guckt schon blöd. Ja, komm schon. Einer reicht für den Anfang. Ja. Baal. Hilfe! Rette mich, Baal pervers! Uah, Scheiße. Ja, da lieg ich und glotz blöd. So, noch einmal. Kommt her. Komm her. Ich will halt auf jeden Fall die Erfahrung, die mir die Biester bringen. So, jetzt kommen die wieder angewackelt. Baal. Steck die Waffe! Schlag die Viecher tot, du dummer Hund. Okay, das war so richtig saublöd. Noch einmal. Kerl. So. Viecher nochmal locker. Uah, der stürmt schon auf uns los. Alter. Okay, das ist nicht so clever. Noch einmal. Mann, oh Meter. 1 und 2. Da hast du noch mal Glück. Du solltest mir deine Viecher anlegen, du dummer Hund. Na, noch einmal. Zack. Und noch einmal. Weil die 160 Erfahrungspunkte möchte ich halt einfach haben. Kommen die? Nee. Komm schon. Hopp.
Und... So, mach was. Mach was, du Blödmann. Balpaves. Kümmere dich um die Viecher. Sehr schön. Okay, gut. Geht doch. Geht doch, mein Lieber. Okay, da können wir jetzt so die Kralle von den Biester abzwacken. Und dann können wir uns nochmal heilen. Also es bringt auf jeden Fall was, finde ich. So. Dann noch ein bisschen Fleisch hinterher zwirbeln. Und weil es so gut war, nochmal Waldbeere hinterher. Und so ein Höllepilz geht auch immer. Sehr schön. Können wir jetzt hier nochmal speichern. Gewitter erleiht. Mann, 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 Mann. Also es ist schon ziemlich heftig, muss man sagen. Aber die Erfahrung ist es definitiv wert. So, hier geht es dann zum Sumpflager. Nur noch der Abhang runter. Und Stufe aufgestiegen. Sehr geil. Scavenger-Fleisch können wir uns auf jeden Fall auch nochmal petzen. Dann haben wir hier noch eine Seraphis. Da ist noch ein Seraphis. Und da sind auch noch Pilze. Die holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Pilz, Höllenpilz, Höllenpilz. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Dann gibt es Neve auf jeden Fall noch Gegner, die wir uns zu Gemüte führen könnten. Da sollte man dann 8 speichern, weil 3 Varaner sind halt 3 Varaner. Ihr habt ja schon gesehen, was 2 Varaner für eine Kretze sein können. So. Baal, walte deines Amtes und schlag sie tot. Der verfolgt mich jetzt noch. Beide verfolgen mich noch. Großartig. Ich kann jetzt halt nur dumm in der Gegend rumrennen. Ja, der kämpft noch mit dem anderen Varan. Sehr schön. Gut, dann nochmal speichern. Zack, zack. Und dann locken wir noch den anderen Varan an. Weil das Gebiet mag ich später nochmal plündern, wenn ich aus dem Sumpflager raus bin. Varan. Oh, da kommt ja schon arg stürmt. Hilfe! Balpaves! Mach was! Mach was, du Sumpfkopf! Puh. Das war Schwein gehabt. Blutbuchensamen haben wir da auch noch. Okay, was machen die? Mana-Bonus plus 5. Okay, aber erst einmal ein bisschen fettiges Scavenger-Fleisch neipetzen. Es ist wie Hühnchen, wenn man, naja, wenn man missachtet, dass die Biester eher wie Emus aussehen. Aber so what? Man isst, was man kriegen kann, oder? Ja, der ist auch schon gut argschlager, der Typ. Dann die Seraphis können wir uns auch noch reinpetzen. Und ich würde sagen, zum Schluss... Oh, jetzt hängt er hier an der Blätterkrone. Und ich würde sagen, zum Schluss... Oh, mir, ach. Wir könnten es probieren, den Typ nochmal so anzugreifen. Wenn der einigermaßen down ist. Deswegen versuche ich den ja auch ständig nochmal in irgendwelche Kämpfe zu verwickeln. Weil wenn der Typ einigermaßen down ist... Autsch. Dann kann es halt sein, dass ich den anderen mal so attackieren kann. Ja, kümmere dich auch um die Scavenger, du Mistkerl. Was soll das werden? Ja, kümmere dich auch um die Scavenger, du Blödjan. So. So. Was soll das werden, Fruchter? Ich glaube, es hackt. Okay, dahinter haben wir noch Blutfliege. Die könnten wir auch noch locker. Aber vorher natürlich nochmal speichern. Und dann, komm mal her. Flieg der Blut, komm her. Okay. Perverser Baal. Ich darf bitten. Ey. Ey. Was machen denn die hier für einen Affetanz? Ich renne jetzt mal die ganze Zeit nur im Kreis rum. So. Da kommt der nämlich auch mal an, das Viech. So. Sehr schön. Moment. Moment mal. Wir haben jetzt hier die Dinger nämlich zur Auswahl. Na, großartig. Okay, irgendwas scheint bei dem Affetanz schiefgelaufen zu sein, dass ich die Teile nicht mehr auswählen kann. Dann noch einmal. Blutfliegen. Obwohl, mit denen kann ich mich auch später alle anlegen. Das ist halb so wild, würde ich sagen. Aber ich kann es auch beide nochmal herlocken. So, Blutfliegen.
Und... Das war jetzt ein schöner Crit. Aber ich kann mich auch so jetzt nochmal mit den Biester A-Leger. So, ich habe jetzt auch zwar etwas weniger, aber das macht nichts. Mit der Lebensenergie dürften wir so noch einigermaßen durchkommen. Oh. Oder ach nett. Na gut. Ich will das aber jetzt unbedingt noch lösen hier mit den Blutfliegen. Kommt schon her. Euch mache ich fertig. Na, komm schon her. Na, wo bist du dann? So, das sah doch ganz gut aus. Und jetzt haben wir die nächste Blutfliege. Komm her, du. So, warten wir mal, bis die einigermaßen merkt, dass wir hier sind. Ja, sie bemerkt uns. Sie geht in aggressive Drohgebärde über. Und... Wie es gesagt hat, das Getty, Waffeschwinger. Okay, dann haben wir da später auch kein Problem mehr. Weil wenn ich im Sumpflager fertig bin, werde ich auf jeden Fall die Höhle dorthin noch flattern. Das kann ich jetzt schlecht machen, wenn der Hansel da noch da ist. Aber ich könnte auch sagen, darum kümmere ich mich genauso, wenn der mich hier beim Lager abgeliefert hat. Das ist auch in Ordnung. So, dann läuft neben uns nach wie vor der Fluss. Und das ist ja auch mal ein toller Götze hier, der die Leute in den Sumpf führt. Heilkräuter haben wir hier noch. Die gibt es in verschiedene Variationen und Stärke. Diese normale grüne, das sind die schlechteste. Und die Heilkräuter mit orangene Stängel sind auch noch ziemlich gut. So, Baal Paves. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. 200 Frag Erfahrungspunkte. nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Na, wenn Viel du das Glück. sagst. Also 200 Erfahrungspunkte gab es jetzt auch noch over 3. Das ist auch nicht verkehrt. So, jetzt speichern wir nochmal und legen uns mal mit dem Typ A. Nee, das ist nicht gut. Noch einmal und du kannst was erleben. Okay, das ist anscheinend nicht so klug, sich mit dem Typ A zu legen. Wir machen ja noch nicht nur Schade durch seine Rüstung. Okay, der marschiert jetzt mit verschränkter Arme wieder zum alten Lager zurück. Das ist alles auch schön und gut. Jetzt können wir uns hier nochmal um die Molle-Ratte hier kümmern. Ja, das war mal ein ziemlich verplanter Weg, verpeilter Weg ins Sumpflager, würde ich sagen. Ja, komm schon. Das war ein ziemlich verpeilter Weg, genauso wie die Typen hier leicht verpeilt sind und in ihrer Sektensache drin sind, aber so what. Wir sind ja schließlich Akuma. Hör auf. Blödes Vieh, komm schon her. Also man merkt schon, dieses Einhändertraining, das bringt auf jeden Fall immens was. So. Jetzt können wir noch 2, 4, 6 und 8 Fleisch uns abzwacken. Dazu gibt es auch noch Heilkräuter, die wir uns hier nehmen können. Schauen wir mal, wie viel die so wert sind, die Heilkräuter. Die normale, die bringen 30 Lebensenergie zurück und die etwas stärkere, Moment, Orkblatt war das, die etwas stärkere, bringen 39 zurück. So, ich würde sagen, es ist Schinkenzeit. Und ansonsten könnten wir uns auch noch das Apple Night Zischer für 8 Lebensenergie. Okay, was habt ihr Moleruts dann bewacht? Seraphis, Nachtschatten, Höllenpilze, noch mehr Höllenpilze. Und hier gibt es noch eine Keule, eine Fackel, einen Heiltrank und Heilkräuter. Sehr schön. Schauen wir uns jetzt an, den Heiltrank, den man kriegt hin. Jawohl, alles dieses Essenz heilender Kraft. Der Baal Paves hat es anscheinend auch gehabt, weil der hat sich ja ständig mit dem Zeug wieder geheilt. Das ist doch ständig, ich glaube 2 Mal. Und bei der geringsten Verletzung hat er gleich so einen 50er Heiltrank sich neigezwirbelt. Also das ist schon ziemlich verschwenderisch. Die NSCs machen das halt so, dass die immer die höchste Heilung sofort nehmen. Bei geringster Verletzung, das ist halt schon etwas heftig.
Okay, hier haben wir noch Höllenpilze drin in der Höhle, in der die Blutflieger unterwegs waren. Dann war es das auch soweit. Mehr können wir hier nicht flattern. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall zum Sumpflager runtergehen. Ach ja. Das ist auch mal sehr interessant gewesen. Der Weg hier wieder. Hat den ganzen Tag verballert, wie wir im alten Lager hier mit den Leuten gesprochen haben, die Quests geben. Und bis wir zum Sumpflager gekommen sind. Dann können wir da auf jeden Fall auch nochmal unsere Aufgabe machen. Ich werde mich ihnen zwar nicht anschließen, aber es gibt halt jede Menge Erfahrungspunkte, wenn man hier die Aufgabe auch erledigt. Also ich würde es auch jedem raten, egal ob man sich im Lager anschließt oder nicht, macht auf jeden Fall die Quests, die man braucht. Das bringt einfach Erfahrungspunkte. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Wurstsup. Ich will mich euch anschließen, sage ich Ich habe jetzt mal. gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Okay. Ich brauche Rüstung. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Ja. Leider nicht. Oh Gott, 500 Erz. Schutz vor Waffen 15 und Schutz vor Feuer. Uiuiui, habe ich überhaupt so viel Erz? Gucken wir mal. Na schön, gib mir den Rock. Komm wieder, wenn du genug Erz hast. Okay, Erz habe ich anscheinend nicht genug. Und, gerade mal gucken, wie viel habe ich dann an Erz? 134 nur noch. Ach du Scheiße, das ist nicht so gut. Okay, ich habe gedacht, den gäbe es gratis. Aber na gut, wie ist das Leben? Nee, das ist ja scheiße. Muss ich nicht frohe hier. Okay, dann haben wir hier der Lester. Der wird noch wichtig sein. Das ist der Diego vom Lager hier, könnte man sagen. Der kümmert sich um die Novize. Aber erstmal das ganze Fleischbrot, was ich jetzt hier noch gefunden habe. Auf dem Weg und was ich den Biester noch abgenommen habe. Baal Namib hat er gesagt, der ist ja noch zuständig hier für Leute. Aber der muss mich erst ansprechen. Wer ist Baal Namib? Das ist der hier. Und Lester immer hier. Wer bist du dann? Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal Namib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Okay. Erzähl mir was über das Lager. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Okay, was hat's dann mit dem Schläfer auf Was hat es sich? mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen, zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du Das kannst glaub dir ich. nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Ich kann mir's vorstellen. Erzähl mir mal was über die Gilde. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Okay, gut. Kann ich mich im Lager Wie zurechtfinden? kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen.
Okay, ich will mich der Bruderschaft anschließen. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Ja, der ist auch noch Aber er ganz verlässt sich auf reizend. den Rat der anderen Gurus. Balnamib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Gut, wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir Wie soll redet? das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay, ich will aber mit dem Meister reden. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Na gut, alles klar. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, Dito. Dann würde ich sagen, dass ich an der Stelle jetzt auch hier meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig, wo wir hier ein paar Aufgaben im Sumpflager machen, um unsere Erfahrungspunkte etwas zu steigern. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.